Meine Freunde, bei der Gründung der Bundeswehr Mitte der 50er Jahre machte sich ein Mann im Kölschen Faste leer auf die Beine und persiflierte das, was gerade frisch auf die Beine gestellt wird. Empfangen Sie mit Begeisterung Schütze, bumm! Es ist so schön, Soldat zu sein. Aprilcheck. Nee, aber wo evens in der Pauster los? Ich stund an der Theke, stunden dort zwei Mann, sagte ein für der andere, wie heißen Sie? Sagte Wagner. Ach, sagte ein, zufällig heiß ich auch Wagner. Wo wohnen Sie denn? Sagte auf der Severinstraße 124. Ja, sagte ein, das geht dort nicht, 124 wohne ich auch. Ja, sagte ein, ich wohne am zweiten Stock. Ja, sagte ich auch. Sagte Karl Sartori, lass die ruhig quatschen, das ist Vater und Sohn, wenn die besoffen sind, kennen die sich nicht mehr. Nee, pass auf, ich hatte ja 4 Wochen Heimaturlaub. Wie der Anmengen war, bin ich mit der Eisenbahn oder Kaserne gefahren. In dem Abteil saßen eine Pastor und eine Kapellan drin. Im Vorgebirge steig eine Bauer in mit einem Rucksack, lädt das in das Gepäcknetz. Die Eisenbahn ist am Fahren, ob einmal fängt aus dem Rucksack an zu dröppeln. Der Pastor neugierig hält den Finger drunter, ruhig schlägt. Seht ihr, das ist bestimmt eine Sartori auslesen. Jetzt kommt der Kapellan, auch neugierig hält den Finger drunter, ruhig schlägt. Seht, ich meine, all die Spätlese. Seht, der Bauer, alle 2 verkehrt, ist eine junge Schäferhund, 2 Monate alt. Aber ich gucke mir die Kaserne an, melde mich wieder beim Hauptmann an. In dem Moment geht einer und sagt, der Hauptmann, ich möchte Ihnen melden, bei uns in der Kompanie ist jemand, der ist andersherum. Ja, sagt der Hauptmann, Sie müssen mir sofort seinen Namen nennen. Sagt, ist in Ordnung, aber erst, wenn Sie mir ein Küsschen geben. Ne? Ja, pass auf, sagt der Hauptmann, für mich hören Sie mal, Schützebum, eine Frage. Sie haben doch einen Bruder, der so ein hervorragender Schwimmer ist. Sag ja, der Hein. Ja, sagt der hat doch letztes Mal den Ärmelkanal überschwommen. Ich sage, beinahe. Sagt was heißt hier beinahe? Ich sage, der ist durch den Ärmelkanal geschwommen, stundenlang, und 500 Meter vor dem Ziel verließen ihn seine Kräfte. Er merkte, dass er es nicht schaffte. Sagt, der ist so untergegangen. Sondern er ist zurückgeschwommen. Ich komme auf der Kaserne auf, gut mir gefunden, der Blindgänger Spitter. Ich sage, hätte sie in der Zeit, wo ich Urlaub hatte, hätte getan, ihr sollt mal eine neue Feldwebel kriegen. Ich sage, wie ist der dann? Sagt der ist gut, der wird immer schön spielen mit uns. Ich sage, was heißt hier schön spielen? Ja, zum Beispiel stellen wir uns am Kasernen auf mit 20 Mann in den Kreis, dann den Handgranat entschärfen. Dann müssen wir die allen Moment in der Hand halten. Ich sage ja, wenn das Ding explodiert, ja, seht ihr, derjenige darf ja nicht mehr mitspielen. Ne? Ich sage, hören Sie bitte, du mäßige sehe ich wie 7 Tage rennen. Was hast du? Ich sage, hör auf, ich habe hinge Kasernen auf meine alle verwischt, dann Baujahr 52. Meinst du, ich krieg die Gäste verkauf?
Ich sage, hören Sie, Chef, den Typ, janges in der Werkstatt noch Martin, hieß es dem 50 Mark, er soll doch vorne ein anderes Baujahr einschweißen. Mir das Güte, sagt der Mensch, das war eine tolle Idee. Da hat man für ein Baujahr eingeschweißt 1999. Das heißt, ich gestern verkauft, die Spender nicht Jackson eine neue Ware verkauft, ich doch nicht. Ne? Aber ich kann euch sagen, bei uns der Stufter ist jetzt los. Da haben wir einer, der gute letztes Mittag sagt, ich stellt euch zwei ins Für, ich habe jetzt eine Prüfung gemacht, ich kann die Offiziersschule besuchen. Ich war ja der einzigste von 20 Mann, der die Prüfung bestanden hat. So, was haben die dann gefragt? Ja, die haben nur gefragt, wie viel ist 10 mal 10? Habe ich gesagt, 87. So, das stimmt doch ja nicht. Ja, ich war am nächsten dran. Ne? Ja, sagt der Pitörensbum, wir zwei sind alle so lang Soldat. Sollen wir nicht uns da die Prüfung machen? Ich sage, das ist mir egal. Jetzt sind wir daher, ich komme zuerst dran. Sagt der Prüferbum, ich stelle Ihnen eine Frage. Wenn Sie die richtig beantworten, können Sie die Offiziersschule besuchen. Ich sage, los, Jon. Sagt er, also, Sie sind ein Gegenstand, der ist schwarz. Man kann drauf laufen und gehen. Ich sage, entschuldigen, sind da Schnürriemen dran? Ja, sagt er. Ich sage, das sind Schuhe. Das ist eine wunderbare Prüfung bestanden. Ich komme noch raus, sagte, bitte, was fragst du? Ich sage, lass uns ruhig quatschen. Am Schluss sagst du nur, sind da Schnürriemen dran, das sind Schuhe. Ja, pass auf. Der Güterin, sagt der Prüfer, für Sie auch eine Frage. Sagte, bitte schön. Der Prüfer hängt an der Wand, macht Tick-Tack. Ab und zu kommt ein Kuckuck raus. Sagte, bitte, sind da Schnürriemen dran? Sagte, nein. Ja, sagte, das sind Sandalen, ne? Aber jetzt war ich schon der Einzige, der die Offiziersschule besuchen konnte. Am ersten Morgen sagt der Prüfer direkt für mich Schützebum eine Frage. Wann war der letzte Krieg vor dem Ersten Weltkrieg? Das war der 70-71er Krieg. Das richtig, und wer hat da gegeneinander gekämpft? Die 70er gegen die 71. Das hätte wer dann doch gewonnen. Die 71 hat ja auch einen Mann mehr, ne? Aber ich kann euch eins sagen. In der Pause, ob dem Hof, da war jetzt los, da waren Angeber, stunden 2 Mann in einem Gespräch, sagt der Erste, ach, im letzten Krieg war ich schon bei der Infanterie. Habe ich mit einer Handgranate eine Brücke gesprengt. Sagt der Zweite, was ist das dann? Ich war auch bei der Infanterie. Habe ich mit einer Panzerfaust 2 Panzer stillgeladen. Täten sie mich anschauen. Ich sage es auch noch nichts. Im letzten Krieg war ich bei der Flak. Habe ich mit einem Holzknüppel eine Flieger raufgeholt. Sagt der ein, ist der so tief geflogen? Ich sage, nicht, der lag bei meiner Frau im Bett. Am anderen Abend hatte ich Streifendienst im Kasernengeländer. Und das Schönste war, mein General, der ist 75 Jahre, der hat ein Mädchen von 25. Jetzt bin ich abends durch das Kasernengelände, auf einmal komme ich mit denen am Fenster vorbei. Höre ich gerade, wie der General für das Mädchen sagt, Liebling, hoffentlich haben deine Eltern dich schon aufgeklärt.
Sagt das, nein. Sagte, du Schande, und ich habe alles vergessen. Am anderen Tag war ich beim Stabsarzt drin. Ob einmal gut, der Hauptmannerin sagt, der Stabsarzt, ich kann es nicht verstehen, meine Frau, ihr linker Busen ist viel länger wie der rechte. Er sagt, die Stabsarzt, wo soll das denn herkommen? Er sagt, ich kann mir nur eins vorstellen, bevor ich abends einschlafe, lege ich immer meine Hand bei meiner Frau auf den Busen. Er sagt, ja, und das machen doch viele Männer. Er sagt, bei uns ist das nur jetzt anders. Ich schlafe auf der ersten Etage, meine Frau auf der zweiten. Wie der Stabsarzt bis Süd sagt, hör mal, bumm, dummer einige Falle. Ich komme am Bahnhof neue Rekruten an. Schnappt er der VW-Bus, hier die abholen. Ich mit dem Büsschen am Bahnhof, die 10 Mann darin, wir sind um Weg nach der Kaserne, ob einmal ruft einer, ich mussend. Ich habe all die Sachen Young in der Wald. Der ist im Wald verschwunden, ob einmal ruft, ich habe kein Papier. Ich rufe im Laub. Hätte auch getan. Eine Viertelstunde später ist beim Stabsarzt, er muss sich ausstrecken. Sagt der Stabsarzt, bücken Sie sich mal. Der Lot, dem hing er in der Königsforst. Sie kommen zu Kavallerien, kommt das Haus schon am Hintern raus. Aber mit den Neuen hatten wir ein Manöver. Wir waren im Wald, auf einmal sind im Feld, jetzt ist der LKW mit den Gewehren nicht angekommen. Jetzt machen wir das so, jetzt kriegt jeder einen Holzknüppel. Wir verteilen uns 50 zu 50. Und wenn einer gut ruft, der Bumm, dann muss derjenige umfallen. Ja, pass auf. Ich hatte so ein schön Versteck. Ob einmal gut der Erste, ich rufe Bumm, der ging wieder. Ich rufe nachher ins Bumm, der ging wieder. Da war jetzt, hatte ich nicht mehr den Knöppel hauen, der dreimal auf den Kopf. So, wenn ich da Bumm rufe, musste da umfallen. Sieht der brauchst dann in die Spender eine Panzer. Aber jetzt hatten wir Soldatenquartier auf einem Bauernhof. Über uns, der nicht alle schon so Sköllen wohnen. Ich liege abends im Bett, auf einmal gut in meiner Leder, stellt ihr an das Fenster, Klemper auf, kloppt an das Fenster. Ruft das Mädchen, wer ist da? Rief, ich bin da rein an der Gärtner, ich habe eine Gümmsche Sahne. Rief das Mädchen, stell sie für das Fenster, die hält sich bis morgen. Ein paar Minuten später, gut der Zweite, wieder mit der Leder, stellt ihr an das Fenster, kloppt. Ruft das Mädchen, wer ist da jetzt da? Ich bin der Knecht vom Bauer. Ich habe eine Emma Äpfel für dich. Der Mädchen stellt und die hält sich bis morgen. Und das noch geht 5 Minuten vergangen, gut der Dritte, wieder mit der Leder, Klemper rum und klapp. Und der Mädchen, wer ist da jetzt da? Ich bin daheim in der Sonne vom Bauer. Ich habe so Verlangen nach dir. Da sagt der Mädchen, komm mal rein, das hält sich nicht bis morgen. Aber schön so, ja, wie das Manöver manchmal muss ich einen LKW fahren. Ich in einem LKW auf der Landstraße, ich bin so eine Viertelstunde am Fahren. Ob einmal steht da auch eine Schuss auf der Landstraße. Sie sagt, hallo, Herr Soldat, können Sie mich ein Stückchen mitnehmen? Ich sage, komm mal rein, Kind. Wir sind so eine Viertelstunde am Fahren. Ich sage, wie wird mit ein bisschen Bütze und Schmuse?
Ja, wenn aber einer kommt und sieht das, sag, hör mal, ich habe einen Zellplan und Ware, die legen mir unten drunter. Und wenn einer kommt, sagt, ich bin gerade der Auspuff am Reparieren. Haben wir auch gemacht. Ich weiß nicht, wie lange wir da gelegen haben. Auf einmal stand 20 Mann um uns herum. Rief einer, was macht ihr da? Sag, ich bin der Auspuff am Reparieren. Rief einer, sie hätte besser die Bremse repariert. Da war es von einer halben Stunde der Berger auf, ja. Wieder Automobil. Wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr. Ja, das ist ein Liedchen, das singt man bei der Bundeswehr. Doch bei uns im Fastelovend, wenn es so ein echt Chor marschiert, da rief selbst der Chef von der NATO, hätte ich die doch engagiert. Die schießen mit Kamelle und mit dem Kölsche Klav und die gewinnen jede Krieg ja mit dem Wort Alaf. Meine lieben Närrinnen und Narren, 40 Jahre und länger in der Bütt, das ist eine Praxis. Da kommt so viel zusammen und haben Sie gemerkt, wie er Stück für Stück immer draufgebaut hat, um Sie zum Lachen zu bringen und um Ihnen Freude zu machen. Wir bedanken uns bei ihm mit unserem kölschen Schlachtruf Franz Unrein, Dreimal Kölle,